Eine Erfahrung, wat ik dit jaar had, ik zat in de airport met zo'n vriend op. Ik wil niet zeggen wer die vriend zijn, want ik wil niet veruren gaan. Aber wir sollten da einen spazierenden, kauften Kaffee bei Starbucks, like heute da. Einmal in der Airport bei Starbucks Kaffee gekauft. Ich meine, da braucht ein halbes Jahr Lohn für das, aber das ist der. Aber anyway, wir wollen wohin fliegen und da wir ein Airplane wird gelohnt und weißt du, die hatten dann mit am Dol geswitcht mit den Gates und die Namen da oben der, das sieht das war das, wo wir hin wollen. Und so wie wir ein ganz anderes Sorry, wir sollten da in Lüden, und uns Plan, die wird bejahend der, wird anfangen zu laden. Und über dem, da wird laden, und über dem fangen wir an rum zu checken, was wir haben anging. Gingen wir mal fragen, und wie uns Plan war. Da hatten wir vor unsere Nähe, hatten sie den da abgeladen und uns nichts gesagt. Und weißt du, wenn du ein Airplane müssen das, oder du kannst nicht mit einem Airplane, da ist ein Tag weg, wir mussten dann einen Tag evaluieren, so Ausflug war einer. Und so dann hast du vielleicht einen Tag weg, oder ein paar Stunden. Aber wenn wir nicht reich sind für Jesus, das ist eine Ewigkeit. Und das ist kein Terrain mehr. Und so von der denke ich, wir werken. Wir wollen besonders reden von Jesus in zweite Kommen, some Dinge, was wir von der sein. Und weißt du, wir sind in der Kirche, wir gleichen an Zeit zu sein, an Service, die fangen gerade ab eine Sekunde an. Und wenn die Botschaft über Zeit geht, da zwar Pastor Jacob das predigen. Vielleicht fehlt mal nur zu sein, wer mehrmal über Zeit geht. Aber anyway, wir sind an Zeit. Aber wenn der Camper der Ewigkeit, wenn der Camper Jesus ist, ist es so wichtig, dass wir an der Zeit sind. Und ich will nicht hier sagen, okay, jemand in Dream und dann sagt, boah, ich reise nicht, wenn die Jesus chance, dann bist du reid. Aber vielmal, wir können Jesus nicht aus uns erlösen. So, das ist sehr, sehr wichtig. Eine von den Dingen, wo wir uns sicher sind, ist, dass Gott schafft in seine Zeit. Aber weißt du, das ist seine Zeit. Wir werden einmal gleich vielleicht anders tun, aber Jesus kam in Gott seine Zeit das erste Mal. Und da rede ich viel davon, dass die Zeit erfällt, aber wir Gott seine Zeit. Und so ist es wahr, Gott hat eine Zeit gesagt, wenn das irgendwas sagt, wenn Jesus was zurückkommt, und was kriegt, in dem Moment passieren, was Gott sich gesagt hat. Gott ist immer an Zeit. Und ein Schreiber sagte, da wird nicht ein Ding, accidental sein, wird nicht ein Ding sein, was nicht geplant ist. Da wird nicht ein Ding sein, was Gott überraschen wird. Da wird nicht eine Prophezeiung sein, was da wird fehlen. Wenn Gott hat er gemerkt. Ich habe Ihnen ein paar Mal gesagt, dass Gott verspricht und er hält das Versprechen. Und er ist der Einzige, was er kann. Ich kann allerhand versprechen, aber was wir dort holen können, haben wir unsere Umstände zu tun. Aber nicht wie Gott. Er hält alles. Und so kriegt es das erste Mal, als Jesus kam, Gott die Welt reut, und du checkst, wie viel sind noch ein bisschen an, und so Dinge, was du kriegst, reich werden sozusagen, als Jesus kam, dass wir reut für das Evangelium, und er können verbreiten, und das römische Reich, und so ein Speed, als es niemals hat könnt, wenn die Welt wieder reut dafür. Und so, ich glaube, Gott merkt die Welt, war reut. Wir sind alle Hand Teken zusammen, und ich war bloß ein paar von der nennen. Das sind sehr, sehr große Themen, wir können da lang von reden. Aber ich war zwei Stück abnehmen von der, was ich glaube, was Teken sind, dass wir in einer engen Zeit sind und dass wir sollen nicht ohne Jesus leben. Wenn der Tag ist hier, dann weet je, wir können in der Welt checken, alle Hand der weltliche Dinge, Krieg. Ich meine, du brauchst nicht so lange News hören, was von Krieg hier ist, oder von Erdbeben, oder all so Dinge steht. Und ich glaube, das sind Tekens, Jesus redet von Geburtsweidungen. Weil die Geburtsweidungen, die fangen naht an mit den Worten Hüngsche und Pinja. Und das glaube ich, was wir sein in der Welt von der, wenn diese Dinge sind, du immer gewusst, aber das ist es, wenn die Pinja waren, die waren Hüngsche, die waren Gerater. Aber ich will nicht really von dort so reden von der. Ich will ein Thema abheben von der, was ich wünsche, ich darf nicht. Aber die Bibel warnt für das. Und das ist wichtig, dass wir uns selbst fragen, beschriftet mich. Das ist meine Einstellung. Weißt du, die Bibel sagt uns, dass da eine gewisse Einstellung sein. Manche Mensch hat
für die letzte Zeit. Und ich glaube, wir sind von der Welt und wir sind die viel zu werden, man Gott sie nicht kennen. Und so gehe ich in diese Versen lesen, aber dann dort uns selbst Frauen beschriftet mich. Kann es sein, dass ich habe mit diesen Sort Dingen auch in mein Leben zu tun? Es ist 2. Timotheus 3, von Vers 1, wo ich anfange zu lesen, da sage ich, denkt daran, dass in der letzten Teil grässlich schwere Zeiten sein werden. Menschen werden viel von sich selbst holen. Und ich glaube, wenn wir irgendwas in der Welt von der haben, da ist eine Selbstständigkeit von uns Menschen. Wir haben noch Technologie, wir wollen uns alles spüren, wir wollen nur noch AI haben und so weiter. Und so mit Gott brauchen wir really gleich mehr handeln, wenn wir kennen das selbst. Und um Geld hängen wir uns an. Und ich glaube, das ist bloß einfach ein Ding, wo wir als Menschen, das hängt uns an, dass wir wollen Geld haben. Und Geld in sich selbst ist gleich artig. Aber wenn das meint ist und das geht sich und das ist selbstsüchtig, dann kann es große Schulden tun. Aber Menschen wollen Geld hängen uns an. Sich selbst hochholen, jeden Unsinn, lastern, die Eltern nicht gehorchen, undankbar, unheilig sein. Die wollen sich nicht gut sein und nicht versäumen lassen. Und wir sind in der Welt von der, dort wo so viel Krieg ist, dort wo der Krieg ist zwischen Familien, und dort kommt über Weihnachten fertig sehr rüht, wenn wir nicht kein Taub kommen, wenn wir sind ans Tal oder was immer das ist. Oder dort sogar zwischen Kirchen. Und so, die wollen sich nicht gut sein und nicht versäumen lassen, sich einander spotten und verachten, sich nicht beherrschen und unbandig sein, dort Gott nicht leiden kann. Na, denk mal nach. Dort Gott nicht leiden kann. Dort ist unsere Welt von dir. Sich einander verraten. Eins von den Dingen, wo die Bibel sehr verwarnen, dass für die letzte Zeit als hängen Licht führen. Deception. Verraten. Na, weißt du, wie denken einmal so, okay, wir würden nicht andere verraten, aber mir wird das sehr interessant. Wem denkt noch von Covid? Denkt ihr noch von Covid? Mir das so lange dreht, da wir bleiben auch nicht mehr so wie. Aber weißt du, was das in Covid ist? Dass die Nober verklären, wenn die wir bieten. Das wäre wie Menschen sind. Und so wollen sich sich verraten. In der zweiten Geschichte wie in der Zeit, wo die römische Regierung, die hat ein Gesetz gegeben, dass wenn du einen Christ verklären willst, dann gibt die Regierung die dort Land, die Dinge, was die hat. So, denk mal nach. Wenn wir einmal das Gesetz hatten, dass wenn du den Oberwurst verklären, wenn dort ein Christ, dann kriegst du den sie haben Gott. Was glaubt ihr, wird passieren, manche Menschen? Na, ich weiß, wir würden nicht so, würden wir. Aber das weiß ich, hastig rührt durch Covid, dass wir nur noch den Ober verklären. Und so ist das einfach das sintelige menschliche Hort. Und so sie wollen sich verraten, ruchlos und stolz sein mit dort, was sie sich anbilden. Und dort vergnügen, Leiber haben aus Gott. Na, weißt du, das kommt auch ein bisschen wie tust, dass Sport ist über Gott, oder Spuß haben, oder Weichfahren, whatever das ist, nicht? Na, das sind gleich schlechte Dinge, das bin ich richtig verstanden. Aber wenn das Gott ersaten wird, dann ist es eine andere Geschichte. So, jeden noch fair, gottesfürchtig zu sein, aber glaube nicht an seine Kraft, von so einem Menschen blieb weich. Und so, ich denke, so, wenn ich soll von so einem Menschen weich bleiben, dann muss ich von mir selbst weich bleiben. Und weißt du, das ist amtlich, tot zu stehen, das sind von den Anstellungen, die sind eben noch in uns. Aber das wird euer. Und das wird euer. Und von der Tag, ich sehe, viele sind auch sehr interessante Dinge, und dort wird das auch immer sehr städtische Politiker gleich. Aber Trump da und wir. Und haben einmal gedacht, alle haben das sehr schrecklich abbreche Dinge erüht, was in der städtischen Regierung fährt. Und einer Tag haben wir so dort wir noch ein abbrecheres Land, als wo wir wohnen. Und einmal war es an, da wir sind alle Menschen. Und dat is alles scheef. En so dat is het eng. En dat wordt euer. Na, de Gottlosigkeit ist einmal gewas, aber das sind Geburtsweidungen. Die waren euer und die waren Pinja. Und so wir reden nu von der Regierungen, der Socialism, und unsere Regierung geht alle Süden. Und das alle links und all diese Dinge. Like die drehen in unserer Welt.
Und so, die sind nicht, ich sage das nicht, um ihn grühlen oder zu mutlos merken oder bedrängt, aber das soll uns bewegen, unsere Augen abheben, wenn Jesus kommt rein. Und so die Gottlosigkeit in der Welt nimmt zu. Und so wenn das moralisch topkloppt zu sein, dass nicht, wenn Gott nicht mehr ist, das ist ein Zeichen, dass er kommt rein. Und so Sinn und Selbstsüchtigkeit nimmt zu. Menschen verführen, Deception, so eine Dinge, hängen Licht führen, alle haben falsche Propheten, alle haben falsche Lehrer, falsche Lehren, sogar hier in unserer Gegend. Wir sind feindlich gegen Gläubige, die Welt ist feindlich gegen Christen, mehr und mehr Christen werden verfolgt. Ich weiß nicht, wie viel News Sie hören von anderen Ländern, wo Christen verfolgt wurden, Kirchen wurden verbrannt, Familien wurden bloß weggeballert, so und so was. Aber das ist unsere Welt. Aber weet je, Verfolgung, schwere Tiden, diese soort Dinge, weet je wat het is? Dat brengt het stro uit de Kirche. En we willen niet van die zijn wat er uitbrengt willen. En zo, wie man Jezus klar haben bij ons. Aber weet je, dat is niet alles wat in der Welt passiert. Da sind noch gute Nachrichten, man. Da sind Millionen Menschen von der, was Jesus annehmen. Bloß nicht so viel in Amerika. So gingen wir, dann dachte ich einmal so, was wollen wir das dir? Was andere Länder waren nur stets Missionaren schicken, um uns drin Jesus bringen. Weet je, die ganze Missionsorganisation in der Welt, und besonders in den letzten 100 Jahren, das alle in Nordamerika gebeten was, like alles in den States, Kanada und Mexiko, like, wir haben Mission gedreven. Aber wenn ich fange daran zurückzukommen, wir haben viele Kirchen, die wachsen, und anfangen in Ländern, wo die Kirche gegen gesetzt ist, die Kirche ist unter der Erde sozusagen. China, Iran sagen, das ist eine von den Städten, wo die Kirche ganz dollste wächst, und das ist ein von den ganz feindlichsten Land gegen Christentum. Und zur Verfolgung in schweren Tiden ist nicht immer ein schlechter Ding, wenn wir denken an Christentum. Aber sogar in Amerika, du hast eine Erwartung, aber weißt du, wo der ist? Weißt du, wo der ist? Nicht bei den Älteren, nicht bei den Großeltern, das ist bei der Jugend. Sogar hier bei uns. Wir haben Jugend, was viel doller interessiert sind für Jesus, als Jesus Eltern sind. Und was sich Zeit nehmen für Bibelstunden. Und die Bibel studieren. Und ich kriege 14 Frauen von dieser Jugend, like, meine Großkinder sind am Anfang. Und so du hast noch eine positive Sicht von all dieser Gottlosigkeit, wo wir manchmal leben. Na, ich merke das vielleicht so hier in Jesus Eltern, die gleichen nicht Jesus. Aber wir denken, so die Jugend ist verbiestert und so ist sie sich antragen und so ist die Musik horchen und all so eine Dinge steht, aber das ist noch ein anderes Kapitel zu deinem Leben. Und so, Jesus kommt rein. Die Welt, wir sagen einmal auf Englisch, haben wir einen einfachen Satz, it's all going to hell in a handbasket. Like that geht nach Hall in ein Karf, würde was Deutsch sein. Aber es ist nicht 100% so, allein. Und so unsere Jugend, die waren uns über dem Leiden jässlich. Und das dreht immer ein bisschen so in der Welt. Das ist interessant, wo Gott, dass sich so viel Gott hat, immer eine Generation, wo das wieder dreht. Und so, wenn die Älteren sind druckgewachsen mit schrecklich sehr schaffen und viel Geld verdienen, ihre Kinder sind ledig dabei. Und die wollen Däuper. Und das war wie von der sein noch an unsere Gegend. Der zweite Ding, wo ich will von reden, und das sind, wo Christen sich lange nicht einig sind, aber ich glaube, das ist ein großes Thema. Und das ist, dass Israel es war ein Trei in ihr Land. Und wenn ich einmal sage, wie wenn du nicht an einen Gott leist, das ist ein Zeichen, dass du es ein Gott.
Für meist 2000 Jahre wird es kein Land Israel. Ich meine, das Land wird aber das einsatz wäre. Aber dann 1948, und das ist eine lange Geschichte, wo wir aber der Zweite Weltkrieg und 6 Millionen Juden waren umgebracht, besonders von Hitler, aber von Meier. Und so, dann wird die Welt schuldig sozusagen, die Welt voll sich schuldig, der Staat voll sich schuldig, andere Länder, und so sie geben Israel war ein Reich erlohnt. Na, das ist eine sehr lange Geschichte, und besonders in den letzten Jahren und mit dem Krieg und all die Dinge. Und so wie man da Reich nun checken, das ist nicht, dass Israel alle Dinge erreicht hat, oder dass dort ein christliches Land ist. Das ist nicht, das wird oft davon. Aber ich will Ihnen some Dinge wiesen. In Lukas 21, Vers 24, da redet Jesus. Und das ist eine Prophezeiung, er sagt, und die waren durch dem Schwert fallen, so er redet von Jerusalem. Und die waren durch den Schwert fallen und von allen Feldern festgenommen und weggeführt worden. Und die Felder waren Jerusalem und ihre Feind haben. Ja, ich wurde sagt, but the Tid, worauf gerannt sind. Und so Gott schafft in Tid. Und so wird es mit das erste Mal, als Israel in die Gefangenschaft ging nach Babylon, dann hat Gott gesagt, 70 Jahre. Und als die 70 Jahre anwären, dann weicht Gott sozusagen Menschen ab, die den Hort hatten, für das frisch abgehen, und durch die Nehemia mang. Und er ging zurück nach Jerusalem und baute Stadt und den Tempel und all die Dinge ab. Und Jesus sagt, dass sie waren weggeführt worden, und das passiert 70 Jahre nach Christus. Dann wird Jerusalem vernichtet von den Römern, der Tempel wird durchgebrannt und verbrannt. Und dann nach Lot an der Himmel waren, 135 Lewig oder da warum, dann wird es mal sozusagen völlig rumgepflegt. Und die Juden waren verstreut über die ganze Welt. In viele Prophezeiungen in der Bibel, was sich rum Israel drehen und rum Jerusalem, die merken keinen Sinn für mehr 2000 Jahre, wenn das Jeff kein Land Israel. Aber das fällt wieder nicht. Aber das ändert all an 48. In Ezekiel 36, Vers 24, da sagt Gott, das ist das, ich will jemand von Mann, der Feld herutbringen, und jemand von allen Ländern taub sammeln, und jemand in Land hinbringen. Na weet je, Ezekiel 36 und 37, ich kann nicht Zeit, um das alle lesen, lest ihr nicht wirklich tüß. Vielleicht habe ich mal gehört von der Tool von 3 Knerkes. Habe ich mal von dort gehört in Ezekiel 37. The Valley of Dry Bones. In Ezekiel, der prophezeien über der Tool, und die Knerkes fangen an taub zu kommen, und die Menschen, da fangen an Menschen zu geben und leben. Erst einmal war das eine Prophezeiung von Israel. Und so in Ezekiel 36, Vers 33, will ich wieder lesen. Das ist, was Gott der Herr sagt, wenn die Zeit kommt. Horch, was er sagt, wenn die Zeit kommt. Das war in Gott seine Zeit. Und so wenn die Zeit kommt, dass ich von all jene Sinnen reinmerken war, wo ich in jene Städte wohnen, und jenen, die so verdorben wären, waren frisch abgebaut worden. In das Land, wo keiner mehr wohnt, und das alle Menschen unsagen als verdorben, was war gearbeitet worden. Und die Menschen wollen sagen, das Land wird verdorben, aber nu ist dort in Gordon Eiden. In dieser Städte wir nicht, durchgeritten ohne Anwohner, und sind mir waren abgebaut und bewohnt. Mir wird das sagen, sonst wir in Israel wären. Was wir dann, 2015, something like that. Und dann fuhren wir durch in das nördliche Port Israel, und ans Tourguide, was wir hatten, dort wir mit so einem reich blauter Israelit, und Soldat gewesen und so eine Dinge. Und so vertalt uns allerhand Geschichten. Aber einiges, was er uns vertalt, dort wir das Land, wo wir fuhren, durch den Norden von der Galiläischen Meer, dort wir nutzlos gewesen, dort wir sampig, steinrig, dort kein Mensch will das Land. Und weißt du, wenn ihr eine Geschichte lesen, da sind Menschen von 48, was er gesagt hat, das ist ein Land, das ist nutzlos. Wer will das Land? Und dann, als Israel zurückkamen, die Menschen das Land trägt, in beinahe 20 Jahren, wir hatten Gott Eiden. Und ich dachte dann, das wollen wir Männer nicht noch Juden sind, wenn das was wir dann. Dann wisst ihr, wir 3 Bürger dort hungern, und dann merken wir eine wohlhabende Kolonie von, da müssen wir nicht reden von der Wutter oder was, nicht, aber so eine Dinge. Aber weet je, das Charakter dieser Prophezeiung ist nu al Wassermoten in Erfelt in Israel.
Israel ist ein Land, das ist zum großen Teil selbstständig, mit Frucht und Eten. Sie haben die Wüste im Blähen gemerkt. Und das ist ein Land meist ohne Wutter. Aber sie pumpen Wutter in Meer und das Salz raus und all so eine Dinge. Und das wird, und so sie tun viel Dinge, da wachsen, all so eine Dinge da. Und so diese Prophezeiung, die ist von der all gewisse Monate in Erfüllung gegangen, aber ich habe es glauben, die braucht ich nicht glauben, aber ich habe es glauben, dass diese Prophezeiung die Dieden oder 1000 Jahre schreckt. Das war eine Zeit für Israel, für ihr Land, und sie waren das Land ganz an, hat Gott ihnen versprochen durch Moses. Und das war bloß die ganz beste, fruchtbarste, reichste, wundervollste Zeit für Israel, was ich jemals gegeben habe. Das ist Gott sein Ziel. Na, zoals ik al zei, Christen zijn het lang niet alle einig met dit, maar ik weet ja maar beter. En zo Jeruzalem is de middelpunt sozusagen van de Eindtijd-Prophezeiungen. Eeuwen dreht sich dort um Jerusalem. Ich gleich vertelle Ihnen das mal, als wir in Israel waren, dann, als wir in Jerusalem fuhren, dass wir jeden Abend, und die reden dann Leute anstellen in der Basis, als wir in Jerusalem fuhren, dort wir ein Traum Wahrheit geworden in meinem Leben. Das wir für mich dort, und dann, als ich zum ersten Mal, wir fuhren in der Basis, und einmal checke ich zum Fenster raus, und dann sah ich, von der Stätte der Dome of the Rock, like wo der Tempel gestanden hat. Die zwei Dinge, das wären sehr emotionale Dinge für mich. Das wäre bloß ein Traum, was in Erfüllung ging in meinem Leben. Mal durchsehen. Ich habe Lebenszeit studiert von Jerusalem und von das Land und all die Dinge. Und bei einmal wie ich da. Aber Jerusalem, in Zachariah 12, Vers 2, ich war von Jerusalem in Kuffel. Ich merke von Jerusalem en Kuffel, want alle Völker, die da rundum sind, wird dieselig merken. Und das wird wie von der sein. Men Jerusalem en aan de Völker da rum, und das meistens, die sind besäten, die sind dieselig. Jerusalem und Juda waren taub umringt worden. Und alle Völker auf der Erde waren jen ankommen. In der Zeit war ich von Jerusalem einen großen Stein merken, den ich wieder zu sagen geht. Und jeder Volk, dort dem wird wollen wieder sagen, wird sich sehr schneiden. Und alle Völker wollen jeden erkommen. Und wenn wir diese Prophezeiung wieder lesen, dann verspricht Gott, dass die Völker, die im Eng in Jerusalem gehen, in der ganzen Welt sozusagen kommt taub zum jeden Israel Krieg an. Und da wird Gott selbst vernichten. Aber weißt ihr, diese Stadt ist sehr, sehr interessant. Das gibt keine Stadt auf der Erde, wo mehr Krieg was das. Eigentlich, was in Jerusalem interessant ist, dass wir gehen da ungefähr 15 Herrscher aus, wo das schon mal wieder. Wenn das einmal vernichten, dann war er abgebeten, dann war er vernichten, abgebeten, und so eventually dort wird Herrscher. Und so haben sie dann mal raufgerufen, bei der Gas, wo Jesus ging, und so eine Dinge dort sind da. Aber Jerusalem ist Gott seine Stadt, das ist, was ich glaube. Das ist die Stadt, von wo Jesus wird regieren. Das ist die Stadt, wo das alle dreht. Und so, ich will noch in Römer Kapitel 11 lesen. Römer 11, 25. Brüder, ich will nicht, dass ihr das Geheimnis nicht anweiten, dass ihr nicht noch stolz worden. Und das wird wir jetzt sein von der Welt. Und weißt du, eigentlich, was ich hier los, wo ich noch will von reden, wie dass die ganze Welt wird jen Jerusalem drehen, jen Israel, und dort nimmt bosig auf von der. Und besonders von ein paar Jahren, nu was der Krieg ist, was mit Gaza und so weiter, und du hast viel Antisemitismus, like sehr viel Protests und so eine Dinge, jen Israel in alle Länder in der Welt. Und so sie sind sozusagen ein Speck geworden. Aber dann in Römer 24, Brüder, ich will nicht, dass ihr das Geheimnis nicht anweiten, dass ihr nicht noch stolz worden. Israel ist zum Teil, manchen Worte sage ich, Israel ist zum Teil mit Blindheit geschlagen, aber muss so lang, bis die Völker in volle Zoll gegangen sind. So es war das Idee, dass Israel ist mit Blindheit geschlagen, sie werden weg von ihr Land, bis die Zeit ist. Gott hat eine Zeit gesagt. Und so ist es auch wahr. In der Bibel sagt, dass die Soul von den Herden wird voll worden.
Hij zegt, Israël is zum Teil met blindheid geschlagen, aber muss so lang bei der Feld in volle Zoll angegangen sein, und dann wird ganz Israel selig worden, so es geschrieben steht. Von Sion wird der kommen, der anraten wird. Hij wird Jakob seine Gottlosigkeit und Sieg hoffen. Und das ist mein Testament mit an, wann ich mit einer Sünden war, abriem. Na, weet je, ein Ding, was von dir einmal gesagt wird, ist, dass wo kann Israel Gott sein Volk sein, dass sie so selbstsicher sind lohnt. Und das ist auch so. Sie sind nicht Christen. Aber nicht hörst, was er sagt. So, er sagt, er wird Jakob seine Gottlosigkeit und Sieg hoffen. So, Israel, ihre Gottlosigkeit wird Gott abriemen. Und das ist mein Testament mit an, wenn ich mit ihrer Sünden abriemen war. Nicht hörst, was er sagt. Von Evangelium aus sind sie Feind um den Tauben. Sie sind feindlich, even in Israel, als einmal ein Christentum Gesetzen angeführt. Und so sie sind feindlich, gegen das Evangelium. Ich meine, sie werden da, was Jesus Christus hindeuten und so eine Dinge. Von Evangelium aus sind sie Feind am Jünghalten, aber von der Wohl aus zu sein, oder der Beraubung kann sein, sind sie beläuft, um ihre Futter zu erhalten. Und dann hörst du, was er sagt. Willst was Gott gegeben und berufen hat, jetzt nicht treten nehmen. Und so ich kann so glauben, dass Gott hat Israel versprochen, das Land, das eine Ewigkeit. Und so sie wollen das Land annehmen, sie wollen in das Land wohnen. Ich glaube an 1000 Jahre zurück. Aber ich habe auch so glauben, und das ist so, was die nicht brauchen glauben, aber ich habe so glauben, dass die Triebsaltid, der ist ganz besonders die Gottlosigkeit von Israel wahrnehmen. Das ist das ganze Kapitel. Na, ich weiß, das wird weltweit sein und so eine Dinge, aber ich glaube, durch eine Zeit, wo die übergebliebenen Israeliten, die danach wollen leben, die wollen sich ganz nach Gott drehen. Und die wollen den Messias annehmen. Und die wird zurückkommen, die wird sein Königreich abstellen. Und all die Prophezeiungen, die mit dem Königreich zu tun haben, die werden alle in Erfüllung. Und die wird nicht eint messen, nicht eint. Und so, ich glaube, das ist ein von den geradsten Tekens von dir, dass wir sind ganz eng. Wenn wir denken an Israel und die Länder darum, das sind besonders die Muslimländer darum, dort dreht sich immer wieder zu. Israel ist schrecklich stark, aber sie sind stark, wenn die Staatsstädte hängen. Und sie haben sehr hohe Technologie. Und in Israel sind Lehrer in vielen Hinsichten in der Welt mit allerhand Dingen. Aber die Staatsstädte da hängen und lange Dinge mit Gewehren und so eine Dinge. Aber ich glaube, das kommt eine Zeit, wo die Welt wird gegen Israel gehen, nach dem Krieg. Und Gott wird das Salz manchmal. Für uns heißt es mehr so, oh, das sind bloß Geschichten. Aber weißt du, so hat Gott noch immer gehandelt mit seinem Land. Lest mal das Alte Testament. Dann war ich hastig antworten, dass das nach so einer Geschichtenbank wird ein bisschen anders sein, wenn wir von Starbucks Kaffee kaufen. So, Jesus kommt drei. Mit den Gedanken, weil wir von der Ofen mal führen, die haben alle einen Koffer, wenn die nicht haben, hebt ihr eine Hand ab. Die Ushers, die sind dort hängen, die sind bereit, hebt ihr eine Hand hoch ab, hält eine Hecht, was ihr einen Koffer haben. Nehmt ihr eine Koffels. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Dann will ich Ihnen ein paar Verse hier lesen. Er sagt, was ich Ihnen gegeben habe, habe ich vom Herrn gekriegt. In der Nacht, als der Herr Jesus verraten wird, nahm er Brot, und als er dafür gedankt hat, brach er dort und sagte, das ist mein Körper, der für ihn gebrochen wird. Nehmt und eet, um an mich zu denken. Um an mich zu denken, das ist, was wir von der wollen. Gerutsam nahm er das, nun er noch das Koffer und sagte, das Koffer ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Sehr, sehr wichtig in uns Glauben. Wenn ihr das trinken, tut das, um an mich zu denken. Jedes Mal also, wenn ihr das Brot eten und von dem Koffer trinken, sei ihr damit, dass der Herr gestorben ist, und das so lang, bis er wiederkommt. Ein schöner Tag, dann werden wir noch mal nach dem Blut checken. Weißt du, wohin du in Kind Gottes was, das wäre Blut. Der neue Bund ist in Jesus sein Blut.
Das ist nicht in meine Worten, das ist nicht in Lebenswasser, das ist nicht in einer anderen Zeug, das ist nicht mal in uns Mennonitentum, das ist in Jesus sein Blut. Und dort Blut, sagt Hebräerbrief, als Jesus hat mit seinem eigenen Blut und dort Allerheiligsten hineingegangen in den himmlischen Tempel und hat eine ewige Erlösung geschafft und das ist noch einmal ewig. Und so von daher, wenn die das eten und das trinken, wenn die das über den Kopf stellen, du hast ein bisschen Brot bin, nehmt das da raus. Und so, das sind 2 Seiten zu das, wo ich weiten von 4 Mal. Na, das ist ein kleines bisschen Brot, aber das stellt vor, dass Jesus sein Körper wird von sich gibt. Und das Juice, das stellt vor, dass sein Blut steht und noch einmal im Himmel gehen, die sind. Und er wird auf alle Ewigkeit stehen. Und du hast nichts, du hast kein Teufel, kein Feind, keine Welt, keine Regierung, was das Blut kann wegnehmen. Das ist Jesus sein Blut. Der neue Bund ist in sein Blut. Sag, wir beten, und dann werden wir eten und trinken, wo wir das unterschlüten und ziemlich erfuhren. Wir danken dir für deinen Körper und dein Blut. Wir danken dir, dass wir eine Erlösung haben, das ist in dein Blut. Das ist nicht in unseren Worten, das ist nicht in unserem System, aber das ist in dein Blut. Und gleich so dort in Israel oder dort in Ägypten wurde das Blut und ihre Hiesen anschmieren und der Todesengel ging vorbei. So, wenn wir das Blut Jesus nehmen und wir das sozusagen an uns Leben anschmieren und an unsere Horten, an uns Glauben, dann geht der ewige Verdammnis bei uns vorbei. Dankeschön, Jesus, dass du bist gestorben, du hast deinen Körper gegeben und Dankeschön, dass du zurückkommst. Und wir können das tun und wir können mit das verkünden, dass du kommst zurück. Amen. So wollen wir eten. Ziemlich erfuhren, Dankeschön, dass wir diese Gelegenheit haben. Dankeschön, dass wir dort führen, dass du bist uns gestorben, abgestorben von Tod. Dein Blut steht je in unserem Sinn. Und auch dieser Sinn, was wir gelesen haben, was in der Welt von Tod dreht und was einmal bei uns dreht. Wir freuen, dass du uns vorhalten, dass wir wollen Buße tun, dass wir wollen rauskommen, dass wir wollen für dich leben, in der Reut sein, wenn du zurückkommst. Dankeschön für dein Blut, Dankeschön für deinen Körper und Dankeschön, dass du zurückkommst. Amen.